Und dieser Sieg von Jesus hat jetzt wunderbare Auswirkungen auf unser Leben. Hören Sie gut zu. Satan hat jetzt nämlich nur noch so viel Macht, wie Jesus ihm zulässt. Und jetzt hören Sie noch besser zu, wie wir ihm zulassen. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wo sehe ich den Sieg Jesu? Wenn ich in die Welt hineinschaue, habe ich den Eindruck, überall gewinnt der Teufel. Wo sehe ich den Sieg Jesu? Wissen Sie, wo man ihn sieht? Wie kann unser Leben gelingen? Ich werde ganz steil einsteigen, eine Bibelstelle. Gut, das ist für Sie wahrscheinlich nicht so steil. Und dann erzähle ich Ihnen ein historisches Ereignis und Sie werden sich vielleicht fragen, was hat das mit dieser Thematik zu tun? Ich bitte Sie einfach, warten Sie so 45, 50 Minuten. Dann wissen Sie die Antwort. Jetzt wissen Sie, wie lange ich ungefähr predigen werde. Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, Jesus ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind an jenem ersten Karfreitagmorgen. 3 Schwerverbrecher sollten hingerichtet werden. Einer der 3 war Jesus, der sogenannte Judenkönig. Erstaunlich viele prominente Menschen waren anwesend. Plötzlich geht ein Geraune durch die Menge. Ich sehe Jesus und es gibt mir einen Stich im Herzen, denn man hat ihn furchtbar zugerichtet. Man hat ihn blutig gepeitscht. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft ihm nur so über das Gesicht. Unbarmherzig treiben die Soldaten voran. Endlich erreicht der Zug den Hügel Golgatha. Die Soldaten nehmen Jesus, sie werfen ihn sich gegenseitig zu. Dann reißen sie ihm die Kleider vom Leib, legen ihn aufs Kreuz, breiten seine Arme aus, schlagen ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße. Ich höre die Hammerschläge. Dann richten sie das Kreuz auf, rammen es in den Boden und dann hängt Jesus dort einige Stunden an diesem schrecklichen Kreuz. Im Laufe der Stunden hat er erstaunliche Dinge gesagt. So betet er zum Beispiel für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kümmert sich um die beiden, die mitgekreuzigt wurden. Zum einen von beiden sagt er sogar, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann ruft er, ich habe Durst. Dann ein Schrei der Verzweiflung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ein Ruf des Triumphes, es ist vollbracht. Und schließlich ein Gebet des Vertrauens. Er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich dir meinen Geist und mit diesen Worten stirbt Jesus. Was ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe, geschah vor ungefähr 2000 Jahren. Und seither haben sich die Menschen immer wieder Gedanken gemacht, warum musste Jesus eigentlich am Kreuz sterben? Für die Juden war es klar, er war ein Gotteslästerer. Er hatte sich Gott gleich gemacht. Mit solchen Leuten musste man einen kurzen Prozess machen. Man musste sie irgendwie vernichten. Später haben Leute gesagt, nein, Jesus war seiner Zeit einfach um Jahrhunderte, vielleicht um Jahrtausende voraus. Man hat ihn und seine Ideen nicht verstanden. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, wenn Jesus heute auf die Welt käme mit den gleichen Gedanken und mit den gleichen Ideen, es würde ihm genau gleich gehen wie damals, man würde ihn irgendwie liquidieren. Und so wurden viele Meinungen vertreten, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Ich möchte Ihnen heute zeigen, was die Bibel dazu sagt. Und ich möchte Ihnen zeigen, was für Auswirkungen das Sterben Jesu für unser Leben im Jahre 2025 hat. Ich sage Ihnen, Sie werden staunen. Es ist meine Lieblingspredigt. Und Sie werden staunen. Und ich bitte Sie, alles, was ich Ihnen jetzt sage, hören Sie es nicht mit einem Appellohr, also mit einer Aufforderung, sondern alles, was ich Ihnen sage, will Ihnen Jesus schenken, können Sie alle ganz persönlich so erleben. Das Motiv, warum Jesus starb, ist klar, er starb aus Liebe zu uns. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber was haben wir jetzt davon, dass Jesus am Kreuz starb? Ich habe 4 Punkte. Der erste Punkt, weil Jesus am Kreuz starb, kann er uns die Sünden vergeben.
Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist nicht gerade atemberaubend. Oder vielleicht sagen Sie, ja, das ist typisch die Frommen. Oder die kommen jeden Sonntag mit der Sünde. Sünde ist doch ein alter Zopf. Wer glaubt denn noch, dass wir gesündigt haben? Und darum möchte ich diesen Begriff Sünde oder Sünden einfach einmal definieren. Sünde ist eigentlich nichts anderes als Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Man könnte auch sagen Rebellion gegen Gott. Man könnte sagen Ungehorsam Gott gegenüber oder ganz einfach Übertretung der 10 Gebote. Dabei ist es interessant, wenn die Bibel von Sünde redet, versteht sie dabei nicht zuerst unsere moralischen Vergehen. Wenn wir in Dübendorf auf die Straße gingen und wenn wir die Leute einmal fragen würden, sagen Sie mir, was ist die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann? Dann würden manche vielleicht antworten, jemanden umzubringen. Oder jemand würde vielleicht sagen, die Ehe zu brechen. Und es ist keine Frage, das sind schlimme Dinge. Aber es ist nicht die schlimmste Sünde. Wissen Sie, was die schlimmste Sünde ist, die wir tun können? Das wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat, zu übertreten. Kennst du das wichtigste Gebot? Jesus wurde mal danach gefragt und dann hat er geantwortet, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Und das zweite ist genau gleich wichtig. Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das aber die beiden wichtigsten Gebote sind, dann ist es die schlimmste Sünde, eines dieser beiden Gebote zu übertreten. Und jetzt frage ich Sie einmal, haben Sie dieses Gebot immer gehalten? Haben Sie Gott immer, seit Sie denken, seit Sie fühlen können, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft geliebt? Das bedeutet aber, dass Gott in Ihrem Leben immer an erster Stelle ist. Dass Sie bei allem, was Sie tun, Gott fragen, Gott, was willst du von meinem Leben? Dass er das Allerwichtigste ist in Ihrem Leben. Und wenn Sie jetzt sagen können, dass das in Ihrem Leben immer so gewesen ist, seit Sie denken, seit Sie fühlen können, dann dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Dann habe ich Ihnen nämlich nichts zu sagen. Nun, niemand steht auf. Und damit haben Sie genau bewiesen, dass Sie am wichtigsten Gebot schuldig geworden sind. Und ich frage Sie, wie sieht das mit dem zweiten Gebot aus? Liebe deinen Nächsten wie mich selbst. Wer ist denn der Nächste? Nun, der Nächste ist irgendjemand, aber es ist bestimmt der Ehepartner. Und jetzt frage ich einmal die Männer, lieben sie ihre Frauen immer wie sich selbst? Und ich frage die Frauen, lieben sie ihre Männer immer wie sich selbst? Und ich frage die Eltern, lieben sie ihre Kinder immer wie sich selbst? Und ich frage die Teenager und Jugendlichen, liebt ihr eure Eltern immer wie euch selbst? Auch wenn sie manchmal in einem furchtbar schwierigen Alter sind. Und ich weiß, Eltern können furchtbar schwierig sein. Sie hätten vor 20 Jahren unsere Kinder fragen müssen. Da haben die gesagt, ja, die sind furchtbar schwierig. Wissen Sie, was sie heute sagen? Heute sagen sie, aber unsere Eltern haben ganz schön viel dazugelernt, die sind gar nicht mehr so schwierig. Aber es sind die Nächsten. Es ist der Chef, der mich tyrannisiert. Es ist der Mitarbeiter, der mich mobbt. Es ist der Lehrer, der gerade am Freitag noch eine unangesagte Probe gemacht hat und so weiter. Es ist der Nachbar, der mich nervt. Und ich frage Sie, haben Sie alle diese Menschen immer geliebt wie sich selber? Und ich sage es noch einmal, wenn Sie das getan haben, aber bitte, es muss stimmen, dann dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen, dann habe ich Ihnen nichts zu sagen. Nun, wir bleiben alle sitzen. Und damit haben wir gerade gezeigt, auch wenn wir moralisch ein einwandfreies Leben führen, und bitte Gott freut sich darüber, wenn wir ein gutes Leben führen, aber wir sind schuldig geworden an den beiden wichtigsten Geboten und darum brauchen wir alle Vergebung der Sünden. Und genau darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. In unserem Text heißt es, er ist wegen unseren Missetat willen verwundet und zerschlagen worden. Haben Sie das mitbekommen? Wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Dabei lehrt die Bibel, dass Jesus an diesem Kreuz eine so vollkommene Erlösung geschaffen hat, dass auch die schlimmste Sünde vergeben werden kann. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, natürlich habe ich gesündigt. Das musst du gar nicht so betonen.
Für mich ist die Frage, ich habe so schlimme Dinge gemacht, dass ich mich frage, ob Jesus so etwas Schlimmes überhaupt vergeben kann. Ja, Jesus hat am Kreuz eine vollkommene Erlösung geschaffen, so dass er auch die schlimmste Sünde vergeben kann. Und noch etwas. Jesus hat eine so vollkommene Erlösung geschaffen, dass wir nichts mehr dazu tun müssen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die den Eindruck haben, man muss sich die Vergebung irgendwie abverdienen. Mit guten Werken oder mit religiösen Übungen. Die Bibel sagt, nein, das können sie nicht und das müssen sie nicht. Sondern Jesus hat eine so vollkommene Erlösung geschaffen, dass er uns die Vergebung anbietet wie ein Geschenk. Und schauen Sie mal, ein Geschenk kann man sich nicht verdienen. Auch nicht ein bisschen. Stellen Sie sich vor, ich würde heute Nachmittag meiner Frau einen Blumenstrauß nach Hause bringen. Meine Frau wäre natürlich total begeistert und sie würde sagen, vielen Dank, hier hast du 10 Franken. Ich würde sagen, nein, Schatz, ich will dir den Blumenstrauß schenken. Ja, sagt sie, ich freue mich auch darüber. Hier hast du wenigstens 5 Franken. Nein, du hast es immer noch nicht verstanden, ich will es dir schenken. Verstehen Sie, ein Geschenk kann man sich nicht verdienen, man kann es nur annehmen. Und genauso ist es mit der Vergebung. Sie können sich die Vergebung nicht verdienen. Sie können es nur wie ein Geschenk annehmen. Und dieses Annehmen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder manchmal sagt man, du musst Jesus dein Leben anvertrauen. Du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Oder wenn Sie die deutschen Bibel lesen, kommen Sie zu diesem Begriff Bekehrung. Sie müssen sich einmal bekehren. Also Bekehrung ist nichts Sektierisches oder nichts Unheimliches, sondern Bekehrung ist nichts anderes, als man nimmt dieses Geschenk der Vergebung an. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal ganz sorgfältig zeigen, wie man sich bekehrt. Ich mache es heute Morgen einmal in 3 Schritten. Wenn ein Mensch sich bekehren will, muss er als erstes einmal seine Schuld und Sünde einsehen. Ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Ich merke manchmal, diejenigen, die am meisten Dreck am Stecken haben, merken es oft am allerwenigsten. Aber ich bitte Sie, seien Sie doch einfach einmal ehrlich. Jemand hat mal gesagt, wer seine Sünde erkennt, ist schon halb bekehrt. Und das ist wirklich wahr, weil der 2. und der 3. Schritt ist folgerichtig. Der 2. Schritt ist, dass ich in einem Gebet Jesus meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der 3. Schritt ist, dass wir Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Also noch einmal, wie bekehrt man sich? 1. Schritt, Sünde, erkennen. Der 2. Schritt, Sünden in einem Gebet, Jesus, bekennen. Und der 3. Schritt, Jesus im Glauben ins Leben aufnehmen. Jetzt werde ich manchmal gefragt, sagen Sie einmal, kann man sich eigentlich allein bekehren? Oder ist es besser, wenn man das mit jemandem zusammen macht? Und darauf antworte ich immer wieder gerne, ja, natürlich kann man sich allein bekehren. Wir erleben das in solchen Veranstaltungen. Menschen hören das, was ich predige, sie gehen nach Hause, sie ziehen sich zurück und sie beten ein solches Gebet, wie ich das jeden Abend erkläre. Und im Grunde genommen ist das eine wunderbare Sache. Aber wissen Sie, was mir wieder auffällt? Wenn Menschen sich allein bekehren, haben sie später oft mit der Frage zu kämpfen, hat mir Jesus wirklich vergeben? Hat er mich wirklich angenommen? Habe ich wirklich ewiges Leben? Ich bin Menschen begegnet, die noch nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, manchmal nach 20 Jahren immer wieder von dieser Frage gequält wurden, hat mir Jesus wirklich vergeben? Und darum ermutige ich Sie, wenn Sie sich heute Morgen bekehren möchten, machen Sie es nicht alleine, sondern machen Sie es mit einem Menschen zusammen. Wissen Sie, vor über 47 Jahren in einer ähnlichen Veranstaltung bin ich auch beim Ruf zur Entscheidung nach vorne gegangen.
Ich hatte ein langes seelsorgliches Gespräch. Am Ende des Gespräches habe ich mit dem Mitarbeiter gebetet. Ich habe Jesus um Vergebung gebeten. Ich habe ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und seit diesem Augenblick habe ich keinen Moment, wirklich keinen Augenblick daran gezweifelt, dass Jesus mir vergeben hat. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Also das Erste, Jesus vergibt uns unsere Sünden. Das Zweite, in dem Augenblick, in dem Jesus uns die Sünden vergibt, hebt er die Trennung auf, die zwischen Gott und uns Menschen ist. Die Bibel lehrt uns, durch unsere Sünden sind alle Menschen zunächst einmal von Gott getrennt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. In dem Zustand, in dem wir leben, verbringen wir die Ewigkeit. Das heißt, wenn wir in diesem Leben Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir im Sterben Gemeinschaft mit Gott haben, verbringen wir die ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel redet vom Himmel, von der Herrlichkeit, von der Ewigkeit. Wenn wir aber in diesem Leben getrennt von Gott leben und wenn wir getrennt von Gott sterben, verbringen wir die ganze Ewigkeit getrennt von Gott. Die Bibel nennt das die ewige Nacht, die ewige Verdammnis, die Hölle. Wissen Sie, ich frage mich manchmal, warum so viele Menschen so oberflächlich sind im Blick auf die Ewigkeit. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass manche Leute den Eindruck haben, naja, wenn ich mal am falschen Ort bin, gibt es sicher noch ein Hintertürchen, um trotzdem in den Himmel zu kommen. War ein kleiner Junge. Meine Eltern waren mit Freunden zusammen, man kam auch irgendwie auf den Glauben zu reden. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber an eine Aussage erinnere ich mich. Jemand sagte, na, wenn ich am falschen Ort bin, gibt's sicher noch ein Hintertürchen, um trotzdem in den Himmel zu kommen. Nein, sagt die Bibel. Nein, sagt Jesus. Hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und jetzt kommt das Schöne, in dem Augenblick, in dem Jesus vergibt, hebt er diese Trennung auf zu Gott und schenkt uns Gemeinschaft mit Gott in diesem Leben, durch Sterben hindurch, für die ganze Ewigkeit. Wissen Sie, was das Schönste ist in meinem Leben? Die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich bete, dann weiß ich, Gott hört meine Gebete. Die gehen nicht nur bis zur Decke und prallen zurück, Gott erhört meine Gebete. Gott redet zu mir, zum Beispiel, wenn ich die Bibel lese. Es gibt Tage, natürlich nicht jeden Tag, aber es gibt Tage, da lese ich die Bibel und ich kann Ihnen ganz genau sagen, was Jesus mir heute gesagt hat. Manchmal redet er durch eine gute Predigt, manchmal durch irgendwelche Menschen. Gott redet zu mir, Gott führt mein Leben. Wie gesagt, ich bin seit über 47 Jahren auf dem Weg mit Jesus. Kann auf ein langes Leben zurückblicken. Und ich sage Ihnen, Jesus hat mein Leben wunderbar geführt, nicht schmerzfrei. Meine Frau hatte Krebs. Wir haben vor ein paar Jahren unsere damals jüngste Enkelin verloren an Malaria. Aber es war auch eine Erfahrung, Jesus zu erleben, ihn dabei zu haben, ihn zu erleben, wie er da ist, wie er wirklich tröstet. Gibt mir Mut für die Zukunft. Und dann noch etwas. Irgendwann werden wir alle die letzte Reise antreten. Ist Ihnen bewusst, dass kein Mensch Sie wirklich begleiten kann? Irgendwann werden Sie die letzte warme Hand loslassen, aber wenn Jesus in Ihrem Leben ist, wird er Sie durch Sterben hindurch begleiten und dann werden Sie seine Größe sehen, seine Herrlichkeit, seine Freundlichkeit. Es wird wunderschön sein. Möchten Sie das erleben? Ja. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, schenkt er uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Aber es wird noch schöner. Das Dritte. Jesus befreit uns vom Fluch, der auf unserem Leben lastet und will unser Leben tiefgreifend segnen. Die Bibel lehrt uns, durch den Sündenfall und durch unsere persönlichen Sünden steht jeder Mensch zunächst einmal unter dem Fluch Gottes. Unter dem Fluch Gottes zu stehen heißt, ich habe keine Gemeinschaft mit Gott. Ich habe bei Gott kein Ansehen, keine Ehre. Mein Leben ist nicht wirklich erfüllt. Angenommen,
Sie wüssten heute Morgen, dass Sie noch 24 Stunden zu leben haben. Bitte, ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Aber gehen Sie mal den Gedanken durch. Sie leben noch 24 Stunden. Hat es sich gelohnt, dass Sie gelebt haben? Wenn Sie noch einmal von vorne beginnen könnten, würden Sie wenigstens einen großen Teil Ihres Lebens gleich gestalten. Wie viele Menschen haben immer den Eindruck, das Beste kommt erst noch, vielleicht morgen, in einer Woche, in einem Jahr, in 10 Jahren, aber im Moment leben sie unter dem Strich. Wissen Sie, wenn das Teenager oder Jugendliche sagen, dann habe ich dafür Verständnis. Aber wenn das Menschen in meiner Preiskategorie sagen, oder vielleicht noch älter, das Beste kommt erst noch, ja, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Wissen Sie, was nicht stimmt? Sie stehen nicht wirklich unter dem Segen Gottes, sondern unter dem Fluch. Dass ein Mensch unter dem Fluch steht, ist nicht immer gleich deutlich zu sehen. Bei manchen sieht man es überdeutlich, bei anderen etwas weniger deutlich, aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Ich zeige das an einem Beispiel. Zugegeben ein extremes Beispiel. Ich denke an einen 32-jährigen Mann. Er war geschieden, lebte getrennt von seiner Familie. Er war arbeitslos und er wollte seinem Leben ein Ende setzen und er machte das, indem er Heroin spritzte. Aber er spritzte nicht nur Heroin, sondern er spritzte ganz bewusst Heroin mit schmutzigen Spritzen. Nun, auch solche Leute hängen an ihrem Leben, das ist gut so. Und so hat er mich eines Tages angerufen und hat gesagt, könnten wir uns nicht treffen in Zürich? Bin nach Zürich gefahren, vor sein Haus, in seine Bude. Wissen Sie, ich habe schon viel erlebt. Mich erschüttert nicht so schnell etwas. Aber als ich in sein Zimmer kam, das war furchtbar. Da war ein Stuhl, ein Tisch, ein Bücherregal. Eine Matte lag auf dem Boden, eine Matratze. Auf dieser Matratze saß er. Er war ungefähr so groß wie ich. 45 Kilo leicht inzwischen. Seine Augen in tiefen Höhlen, seine Arme übersät mit furchtbaren Geschwüren von diesen schrecklichen Spritzen. Und ich habe diesen Mann gesehen, habe gedacht, so weit kann es mit einem Menschen kommen, der nicht unter dem Segen Gottes steht, sondern unter dem Fluch. Noch einmal, nicht bei jedem Menschen ist es gleich deutlich zu sehen, aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Aber jetzt kommt das Schöne. Als Jesus am Kreuz hing, hat er nicht nur unsere Schuld auf sich genommen, nicht unsere Sünden, sondern unseren Fluch. Die Bibel sagt, Christus aber hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst, als er für uns zum Fluch wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wenn Sie, als Jesus an diesem Kreuz hing, war es wahrscheinlich so, dass die Juden nicht zu nahe an dieses Kreuz hingingen, weil sie Angst hatten, wenn der Schatten des Kreuzes sie berühren würde, wären sie unrein. Einige haben es trotzdem gewagt. Sie sind zu diesem Kreuz hingegangen, haben aufs Kreuz gespuckt, haben nach oben geschaut und gesagt, verfluchter Jesus. Haben Sie die Wahrheit gesagt? Haben Sie die Wahrheit gesagt? War Jesus ein von Gott verfluchter am Kreuz? Ja, Sie haben absolut die Wahrheit gesagt. Jesus war ein von Gott verfluchter. Warum? Weil er unseren Fluch auf sich genommen hat. Und weil er unseren Fluch getragen hat, kann er uns vom Fluch befreien. Und das Gegenteil vom Fluch ist Segen. Er kann unser Leben tiefgreifend segnen. Unter dem Segen Gottes zu stehen heißt, ich habe wieder Gemeinschaft mit Gott. Ich habe bei Gott Ehre und Ansehen. Mein Leben ist erfüllt. Damit es keine Missverständnisse gibt. Unter dem Segen Gottes zu stehen heißt nicht, dass Christen keine Probleme mehr haben. Auch Christen haben Schwierigkeiten. Aber Jesus ist dabei. Darf ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, was es heißt, unter dem Segen zu stehen? Wenn ein Mensch zum Beispiel todkrank ist und er steht wirklich unter dem Segen Gottes, die Ärzte können ihm nicht mehr helfen, dann kann das bedeuten, dass er durch ein Wunder geheilt wird. Ich hoffe, Sie wissen das und ich hoffe, Sie erleben das auch als Kirche. Das größte Heilungswunder, das ich in meinem Umfeld erlebt habe, bitte ärztlich belegt, in den 1980er Jahren war eine junge Frau, die AIDS-krank war, nicht nur HIV-positiv. Sie wollte nur noch etwas, sie ging nach Südafrika auf eine Missionsstation, um dort im Frieden zu sterben. Man hat immer wieder für sie gebetet und statt dass es bergab ging, ging es plötzlich bergauf. Und irgendwann haben die Mitarbeiter gesagt, geh ins Krankenhaus, lass dich untersuchen.
Sie lässt sich untersuchen und ist geheilt. Nicht einmal mehr HIV-positiv. Ich weiß, das ist ärztlich unmöglich, in den 1980er Jahren sowieso. Ärztlich belegt. Es kann aber auch bedeuten, dass man krank ist und krank bleibt. Aber Jesus trägt durch. Ich denke an einen 18-jährigen Mann, der hatte Krebs. Sein ganzer Körper war zerfressen von diesem schrecklichen Krebs. Am letzten Tag, am Morgen, betet er mit einer schweren Zunge, weil auch die Zunge zerfressen ist. O Gott, wie hab ich dich lieb. Und dann sagt er den ganzen Tag nichts mehr. Am Abend noch einmal ein Gebet. Jetzt wird's noch schöner. Und mit diesen Worten stirbt er. Verstehen Sie, man kann sich fragen, was das größere Wunder ist. Heilung oder das? Oder wenn ein Ehepaar unter dem Segen Gottes steht, dann bedeutet das eine glückliche, harmonische Ehe. Ich meine, das bedeutet heute etwas. In der Schweiz werden 40 bis knapp 50% aller Ehen wieder geschieden. Und jetzt steht ein Ehepaar unter dem Segen Gottes und erlebt eine glückliche, eine harmonische Ehe. Natürlich gibt es Spannungen. Natürlich streitet man, natürlich muss man einander vergeben. Aber es bedeutet eine glückliche, harmonische Ehe. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass ein Mensch unter dem Segen Gottes gestanden ist und in seinem Leben Schiffbruch erlitten hat. Das gibt's nämlich nicht. Die Geschichte von vorhin geht weiter. Ich habe diesem Mann auf der Matratze gesagt, du brauchst Jesus. Und dann habe ich ihm den Weg zu Jesus erklärt. Und nachdem ich ihm alles erklärt habe, frage ich ihn, möchtest du dich heute für Jesus entscheiden? Nun, er war so am Boden, dass er den letzten Strohhalm ergriff. Wir haben miteinander gebetet, hat Jesus um Vergebung gebeten, Jesus eingeladen, in sein Leben zu kommen. Und dann sagt er am Ende des Gespräches, Herr Jesus, wenn du aus meinem verpfuschten Leben noch etwas machen kannst, dann bitte tu das. Bin dann nach Hause gegangen, wie das bei solchen Menschen manchmal der Fall ist. Ich habe ihn aus den Augen verloren, er ist umgezogen, ich wusste nicht mehr, wo er ist. 3 Monate nach seiner Entscheidung für Jesus ruft er mich an, sagt, könnten wir uns irgendwo treffen? Wir haben an einem anderen Ort in Zürich ausgemacht. Ich bin dorthin gefahren und dann stand wieder ein neuer junger Mann vor mir. Hat er wieder zugenommen an Gewicht, seine Augen leuchteten, seine Geschwüre waren zu Narben geworden. Wir haben so ein bisschen miteinander geplaudert, aber nach einigen Minuten habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich gesagt, du sag einmal, was ist mit deinem Leben passiert? Schaute mich ganz groß an und sagte, ja, du warst ja dabei. Ich habe mich für Jesus entschieden und Jesus hat Versprechen eingelöst, hat mich vom Fluch befreit und mein Leben gesegnet. Und dann hat er im Laufe des Nachmittages noch etwas gesagt. Er hat gesagt, weißt du, Beat, ich habe 2 Namen. Ich heiße Mohammed und ich heiße Reza. Meine 9 christlichen Freunde, die ich inzwischen kennengelernt habe, kennen mich nur unter dem Namen Reza. Mohammed ist gestorben, Reza lebt. Das möchte ich Ihnen Jesus schenken. Er möchte ihr Leben tiefgreifend segnen. Darf ich noch ein bisschen weitermachen? Können Sie auch zuhören? Ich komme noch zum 4. Jesus befreit uns aus der Macht Satans. Und das ist jetzt wirklich Evangelium. Die Bibel lehrt uns, durch den Sündenfall und durch unsere persönlichen Sünden steht jeder Mensch zunächst einmal im Machtbereich des Teufels. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich könnte vieles, was ich in der Seelsorge erlebe, nicht verstehen, wenn ich nicht glauben würde, dass es einen Teufel gibt, der uns ganz schön in der Mangel hat. Darf ich einmal konkret werden? Wie viele Menschen leiden an zwischenmenschlichen Spannungsfeldern? An Ärger, an Hass, an Groll, an Aggressionen und vieles mehr. Wie viele können nicht vergeben? Wissen Sie, wem Sie am meisten schaden, wenn Sie nicht vergeben? Das müssen Sie wissen. Sich selber. Wir sagen ja manchmal, ich trage dem anderen etwas nach. Haben Sie schon mal überlegt, wer trägt da? Sie. Oder das ist ja das Gemeine an der ganzen Sache. Jemand wird schuldig an Ihnen, Sie vergeben nicht, Sie tragen ihm das nach, das ist dem anderen piepegal, ob Sie dem vergeben oder nicht. Die säkulare Psychotherapie hat längstens herausgefunden,
dass manche seelische Wunden nur heilen, wenn die Patienten vergeben würden. Oder positiv ausgedrückt, es gibt Depressionen, natürlich nicht alle, aber es gibt Depressionen, die würden relativ schnell heilen, wenn die Patienten vergeben würden. Und dann sagen die Leute, aber sie können es nicht. Ja, Kleinigkeiten kann man vergeben. Also die schweren Dinge. Oder ich denke an die vielen Gebundenheiten und Süchte. Drogensucht, ich weiß nicht, ob jemand kifft. Alkoholmissbrauch. Nikotin. Ich bitte Sie, wenn Sie rauchen, kommen Sie jetzt nicht und sagen, das ist meine große Freiheit. Und wenn Sie Christ sind, kommen Sie bitte nicht und sagen, das ist meine große christliche Freiheit. Ja, das glauben Sie doch selber nicht. Wenn Sie so frei sind, dann hören Sie doch auf zu rauchen. Ich meine, es schadet der Gesundheit, das weiß jetzt wirklich jeder. Es kostet unglaublich viel Geld. Was könnten Sie sich alles leisten? Und der Jungmannschaft möchte ich sagen, also cool ist es auch nicht. So ein Glimmstängel im Mundwinkel, ist nicht cool, das ist affig. Aber viele würden merken, sie sind nicht wirklich frei. Oder ich denke an die vielen Essprobleme. Fress- und Magersucht, was es alles gibt. Internetsucht. Handysucht. Kennen Sie diese Bewegung? Soll ich Ihnen sagen, dass viele von Ihnen wirklich süchtig sind nach diesem Handy? Ganz sicher. Und wenn Sie einmal herausfinden wollen, wie frei Sie sind, dann lassen Sie mal das Handy 24 Stunden in der Ecke. Ich sage Ihnen, manche von Ihnen werden richtige Entzugserscheinungen haben. Ganz sicher. Spielsucht, Eifersucht und vieles mehr. Und ich denke an das weite Gebiet der Sexualität. Zunächst einmal, Gott hat die Sexualität in unser Leben hineingelegt. Ich sage immer wieder gerne, es ist eine der schönsten natürlichen Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Liebe Ehepaare, ich hoffe, Sie wissen das. So, und jetzt sage ich etwas nur den Ehepaaren, alle junge Leute weghören. Wenn in Ihrer Ehe auf diesem Gebiet nichts mehr läuft an Zärtlichkeit, Erotik, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass auch sonst in Ihrer Beziehung zueinander manches im Argen liegt. Es könnte ein untrügliches Zeichen sein. Auf jeden Fall leben Sie nicht so, wie es die Bibel sagt. Lesen Sie mal 1. Korinther 7. Aber wie groß ist dann die Not auf der anderen Seite? Suchtartige Selbstbefriedigung, schmutzige Fantasien, Pornografie. Ich klage Sie nicht an. Ich weiß, wie groß die Not ist. Aber ich sage Ihnen, viele Männer hier drin und auch manche Frauen sind an Porno gebunden. Und Sie wissen das. Und ich sage Ihnen, Sie haben ein riesiges Problem. Allein haben Sie keine Chance, frei zu kommen. Sie haben keine Chance. Sie brauchen Jesus und Sie brauchen wahrscheinlich auch, dass Sie es endlich mal ans Licht bringen, dass Sie endlich mal mit einem Seelsorger oder Seelsorgerin darüber reden. Und ich bitte, und jetzt rede ich die Männer an, wenn sie schon so dumm gewesen sind, dass sie Pornografie konsumieren, es hat ihnen niemand gesagt, dass sie das tun müssen, dann seien Sie jetzt Mann genug und bringen Sie es ans Licht. Ich ermutige Sie sehr dazu. Oder Ehebruch in Gedanken, Ehebruch in Wirklichkeit, Tobsuchtsanfälle. Man hat sich einfach nicht im Griff. Die Bibel sagt weiter, Satan ist der Vater der Lüge. Er setzt alles dran, dass sie sich nur nicht für Jesus entscheiden. Er setzt alles dran, dass sie nur keinen neuen Anfang mit Jesus machen. Er setzt alles dran, dass sie nur nicht klare Sache machen, dass sie nicht Dinge ans Licht bringen. Er wird heute alles dran setzen, dass sie das nicht tun. Ich bin Menschen begegnet, die haben gesagt, ich weiß, dass ich mich für Jesus entscheiden sollte, aber ich habe keine Lust dazu. Oder manche haben gesagt, ich bin enttäuscht von Christen. Vielleicht sind sie enttäuscht von Christen, vielleicht von Christen aus dieser Kirche. Schön, dass sie da sind. Aber wir müssen klar unterscheiden zwischen Jesus und den Christen. Jawohl, die Christen können enttäuschen, aber Jesus nicht. Und ich rufe Sie zunächst einmal zu Jesus. Lassen Sie sich vom Teufel nicht verführen. Und dann noch etwas. Satan setzt alles dran, dass Sie sich nur heute nicht für Jesus entscheiden oder heute nicht sich erneuern. Ich sage Ihnen, eine Entscheidung für Jesus ist normalerweise mit einem Kampf verbunden.
Ich habe Menschen erlebt, die haben vor einer Entscheidung für Jesus eine schlaflose Nacht gehabt. Ich erinnere mich an ein Jugendevent. Ich war noch jünger, da durfte man ein bisschen direkter sein. Da habe ich am Ende eines Abends gesagt, und ich habe es wirklich lieb gemeint, ich habe gesagt, wenn jetzt jemand hier ist, der genau weiß, dass er sich für Jesus entscheiden sollte und es nicht tut, dem wünsche ich eine schlaflose Nacht. Ja, ich habe es wirklich lieb gemeint. Nun, unter den Zuhörern saß eine junge Frau, die hat sich mächtig aufgeregt. Wie kann der nur so reden? Geht nach Hause, legt sich ins Bett und kann nicht schlafen. Ja, diese Nacht war heilsam. Am nächsten Abend ist sie gekommen, ist nach vorne gegangen und hat einen Schritt zu Jesus getan. Ich wünsche Ihnen keine schlaflose Nacht. Aber einige von Ihnen werden in wenigen Minuten einen riesigen Kampf erleben. Ich hoffe, dass Sie ihn gewinnen. Aber jetzt kommt das Schöne. Als Jesus am Kreuz starb, hat er Satan und die Dämonen besiegt. Die Bibel sagt, dazu ist der Sohn Gottes, Jesus, erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, Jesus ist Mensch geworden, um durch seinen Tod dem Teufel die Macht zu entreißen. Wir wissen nicht genau, was in der unsichtbaren Welt passiert ist, als Jesus am Kreuz hing. Aber wir können es ahnen. Satan hat die Leute angestachelt, zu rufen, kreuzigt ihn, hinweg mit ihm, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Menschen waren ja außer sich, die waren ja in Rage, die hatten sich ja nicht mehr im Griff. Und dann hing Jesus am Kreuz, völlig hilflos. Im Laufe des Nachmittages, ich kann mir zunächst einmal vorstellen, dass Satan, Dämonen sich gefreut haben. Jetzt sind wir den ärgsten Feind bald endgültig los. Und dann hing Jesus dort am Kreuz. Und im Laufe des Nachmittages rief er ein Ruf des Triumphes. Es ist vollbracht. Ich kann mir vorstellen, wie Satan, wie die Dämonen zusammenzuckten. Weil sie merken, der Plan geht nicht auf. Und dann starb Jesus und in diesem Augenblick wussten die Dämonen, wir sind besiegt. Noch nicht vernichtet. Das steht aus, wenn Jesus wiederkommt. Aber besiegt. Dass Jesus wirklich der Sieger war, bewies er am 3. Tag. Da ist er nämlich real, wirklich von den Toten auferstanden. Und damit hat er, wie die Bibel sagt, den letzten Feind besiegt, den Tod. In einem alten Lied heißt es, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Und dieser Sieg von Jesus hat jetzt wunderbare Auswirkungen auf unser Leben. Hören Sie gut zu. Satan hat jetzt nämlich nur noch so viel Macht, wie Jesus ihm zulässt. Und jetzt hören Sie noch besser zu, wie wir ihm zulassen. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wo sehe ich den Sieg Jesu? Wenn ich in die Welt hineinschaue, habe ich den Eindruck, überall gewinnt der Teufel. Wo sehe ich den Sieg Jesu? Wissen Sie, wo man ihn sieht? Oder müsste ich besser sagen, wo man ihn sehen sollte? Im Leben von Menschen, die sich einmal für Jesus entschieden haben, verbindlich mit Jesus unterwegs sind. Diese Menschen haben nämlich Sieg über die Sünde. Ich sage nicht, dass ein Christ nie mehr sündigt. Wir sündigen alle immer wieder. Aber das Sündigen ist nicht mehr der Normalzustand. Kann Jesus frei machen von zwischenmenschlichen Spannungsfeldern, von Hass, von Groll, von Aggressionen? Natürlich. Er kann uns Liebe schenken, Friede, Freundlichkeit. Er kann uns helfen, zu vergeben, nicht nur die leichten Dinge, sondern auch die schweren Dinge, die Menschen unmöglich sind. In Deutschland entscheidet sich eine Muslima für ein Leben mit Jesus. Kurze Zeit später schreibt sie mir eine E-Mail und sagt, könnten wir uns wieder treffen? Wann bist du wieder in Deutschland? Wir haben was ausgemacht. Sie ist ungefähr 200 Kilometer gefahren und dann saß sie mir gegenüber. Ich habe sie gefragt, wie geht es dir? Dann hat sie gesagt, weißt du, ich habe schon Kämpfe. Klar, wenn ein Moslem sich für Jesus entscheidet, ist das häufig mit Kampf verbunden. Aber dann beginnt sie zu strahlen und sagt, Beat, aber ich habe etwas erlebt. Ich kann vergeben. Und dann erzählt sie, sie war schon Jahre in einer Psychotherapie, eine gute Therapeutin, die ihr immer wieder gesagt hat, wenn sie innerlich heil werden wollen, müssen sie vergeben. Und sie hat immer wieder gesagt, ja, das weiß ich, aber ich kann nicht.
Und jetzt saß sie mir gegenüber und sagt, und jetzt kann ich vergeben. Soll ich Ihnen etwas sagen? Als sie mir gegenüber saß, hat sie wahrscheinlich noch nie eine Predigt gehört übers Vergeben. Jesus hat es ihr geschenkt. Jesus kann freimachen von Drogen. Wissen Sie, wie oft ich das erlebt habe? Von Alkohol, Nikotin, von anderen Süchten und Gebundenheiten. Und jetzt kommt das Wunderschöne. Jesus kann freimachen von einer falsch ausgelebten Sexualität. Von suchtartiger Selbstbefriedigung. Von schmutzigen Fantasien. Männer haben gesagt, früher, wenn ich eine hübsche Frau ansah, musste ich immer dummes Zeugs denken. Heute kann ich mich an einer hübschen Frau freuen wie an einer schönen Blume. Männer, das ist was anderes. Und jetzt die ganz gute Nachricht. Jesus kann frei machen von Pornografie. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, als diese Welle kam, ich war ein Weilchen total resigniert. Ich habe gedacht, da können wir nichts machen, das sind wir einfach überfordert. Aber Jesus kann. Und ich freue mich wirklich, dass ich immer wieder erlebe, dass Menschen, Männer auch von Pornografie frei geworden sind. Er kann frei machen von Ehebruch in Gedanken, von Ehebruch in Wirklichkeit. Er kann frei machen von Tobsuchtsanfällen. Ein Mann kommt nach einer solchen Veranstaltung auf mich zu und sagt, Sie haben völlig recht, was Sie predigen. Ich war total jähzornig. Jesus hat mich frei gemacht. Vor Jahren mache ich einen Spaziergang um den Pfäffiker-See, den kennen Sie ja. Ich war schon fast wieder beim Auto. Dann begegnen mir 3 junge, hübsche Damen, die waren schon fast an mir vorbei. Da dreht sich die eine um und sagt, bist du nicht Beat? War schon ein bisschen überrascht. Es kann ja mal vorkommen, sage ich, ja, der bin ich. Frage ich zurück, wer bist du? Und dann sagt sie, ich bin Petra. Ich habe normalerweise ein ganz schlechtes Namensgedächtnis. Aber an Petra konnte ich mich sofort erinnern, weil Petra einige Jahre vorher als Junkie, also schwerst drogenabhängig, in unsere Kirche gekommen ist. Sie hat sich für Jesus entschieden, erlebte einige Ups und Downs, Hochs und Tiefs, ging in eine christliche Drogenreha und Jesus hat sie ganz frei gemacht. Und jetzt stand dieser ehemalige Junkie vor mir, hübsches Mädchen, leuchtende Augen, und dann erzählte sie, ich habe gerade meinen beiden Freundinnen erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Und sie strahlte, weil Jesus sie frei gemacht hat. Jesus macht uns frei aus der Macht Satans. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Beat, ich habe mich für Jesus entschieden. Und ich lebe auch ein Stück mit Jesus. Aber diese Freiheit, von der in der Bibel steht, von dem Jesus gesagt hat, wenn der Sohn jemand frei macht, ist er wirklich frei. Von dem du heute predigst, das kenne ich nicht. Und Sie fragen vielleicht, woran liegt das? Das möchte ich Ihnen jetzt gerne erklären. Hören Sie mal, wenn Sie sich bekehrt haben, das ist natürlich die Bedingung, aber wenn Sie sich für Jesus entschieden haben, dann ist Jesus in Ihrem Leben drin. Das macht ihn nicht madig. Aber wenn Sie dieses veränderte Leben nicht kennen, dann ist Jesus zwar in Ihrem Leben drin, aber er sitzt nicht im Bild gesprochen auf dem Thron in Ihrem Leben. Er sitzt nicht an der Schaltzentrale in Ihrem Leben. Er ist nicht Herr in Ihrem Leben, sondern er ist irgendwo am Rande in Ihrem Leben. Und wissen Sie, wenn er am Rande Ihres Lebens ist, dann kann er Sie nicht verändern. Er kann Sie nicht verändern. Und dann erleben Sie so ein trauriges, langweiliges Christsein, so eine traurige Christusnachfolge. Wenn das Ihre Situation ist, bitte ich Sie wirklich, machen Sie heute, morgen das Richtige. Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, wow, der hat uns aber eingeheizt. Jetzt muss ich mich anstrengen, um noch ein besserer Christ zu werden. Ich sage Ihnen, je mehr Sie sich anstrengen, umso weniger wird es gelingen. Sondern das Geheimnis ist, dass Sie Jesus erlauben, dorthin zu kehren, wo er hingehört. Nämlich auf den Thron in Ihrem Leben, an die Schaltzentrale in Ihrem Leben. Und wenn er dort ist, dann wird er Ihr Leben verändern. Haben Sie was zu erzählen? Nicht nur Vergebung der Sünden, sondern Jesus hat mein Leben verändert. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Ich komme zum Schluss und ich möchte den heutigen Morgen zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus ist am Kreuz gestorben aus Liebe zu uns. Weil er am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Er kann uns Gemeinschaft schenken mit dem lebendigen Gott, jetzt und für alle Ewigkeit. Die einzige Bedingung, die wir erfüllen müssen, ist, dass wir uns einmal klar für Jesus entscheiden, dass wir uns klar bekehrt haben.
Und jetzt möchte ich Sie heute Morgen noch einmal fragen, haben Sie sich einmal für Jesus entschieden? Ich würde am liebsten durch die Reihen gehen, aber es sind ein bisschen zu viel, und würde jeden ganz lieb anschauen, fragen, hast du dich bekehrt? Wenn ja, wenn nein, oder wenn Sie unsicher sind, was hindert Sie daran, es heute zu tun? Ich meine, das ist doch eine gute Nachricht. Jesus vergibt, Jesus schenkt Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte Ihnen heute Morgen noch einmal eine Gelegenheit geben, sich für Jesus zu entscheiden. Wir werden es jetzt so machen wie auch an den beiden Abenden. Ich werde beten. Dann werden wir ein wunderschönes Einladungslied hören. Am Anfang des Liedes werden ein paar Mitarbeiter hier nach vorne kommen zur Bühne, und dann ermutige ich Sie einfach, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie während dieses Liedes hier nach vorne kommen, und damit sagen Sie, genauso wie Sie symbolisch nach vorne kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus. Ich habe in diesen Tagen immer wieder gesagt, die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und ich habe Ihnen heute gesagt, warum das gut ist, das mit jemandem festzumachen, damit man einfach Klarheit hat in seinem Leben. Jesus hat mir vergeben. Ja, ich habe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und darum kommen Sie nach vorne, auch wenn es ein bisschen Überwindung kostet. Lade auch solche ein, die vielleicht die letzten beiden Abende dabei waren oder gestern Abend den Livestream zu Hause gehört haben, und sie haben sich zu Hause ganz bewusst für Jesus entschieden. Ich freue mich. Sie haben so eine Herzensentscheidung getroffen, vielleicht auch irgendwann mal. Lassen Sie die Gelegenheit nicht vorbeigehen. Kommen Sie nach vorne. Machen Sie es mit jemandem zusammen fest. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und die sagen, ich würde gerne nach vorne kommen, aber allein schaffe ich das nicht, dürfen Sie das dieser Person sagen, die jetzt vielleicht neben Ihnen sitzt, die Sie mitgebracht hat. Sagen Sie, du hast mich mitgebracht und ich möchte mich heute für Jesus entscheiden. Könntest du mich nicht begleiten? Die Person wird gerne nach vorne kommen. Was passiert, wenn Sie hier nach vorne kommen? Sie dürfen sich dann hier links von mir hinsetzen. Dann werden wir den Gottesdienst abschließen. Und dann möchten wir Ihnen helfen zu einem persönlichen Gespräch. Ich werde Ihnen zunächst noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen. Und dann haben wir wunderbare Mitarbeiterinnen, auch wunderbare Mitarbeiter, die gerne bereit sind, mit Ihnen zu reden. Wir werden keine dummen, keine peinlichen Fragen stellen, sondern wir möchten Ihnen nur helfen. Ihnen noch einmal erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten. Sie können Jesus um Vergebung beten, ihn einladen, in Ihr Leben zu kommen. Wir möchten noch etwas schenken, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Wenn Sie übersetzt bekommen haben, diese Predigt, dann kommen Sie auch nach vorne. Bitte den Kopfhörer dran behalten. Wir können Ihnen auch in Ihrer Sprache dann helfen, dass Sie eine Entscheidung für Jesus treffen können. Wenn Sie im Untergeschoss sind und Sie sind angesprochen, kommen Sie einfach während des Liedes nach oben und stellen Sie sich zu uns. Ich ermutige Sie sehr. Das Dritte, was Jesus schenken möchte, er möchte uns vom Fluch befreien und unser Leben tiefgehend segnen. Und das Vierte, er befreit uns aus der Macht Satans. Aber noch einmal, er kann es nur tun, wenn er auf dem Thron in Ihrem Leben ist. Und wenn Ihnen bewusst ist, dass er das nicht ist, treffen Sie heute eine neue Entscheidung für Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang. Christen in Deutschland sagen eine Erneuerung, finde ich gut. Dann kommen Sie auch nach vorne. Und wir reden mit Ihnen, wir beten mit Ihnen. Sie können sagen, Herr Jesus, es fällt mir unglaublich schwer. Ich bin schon so lange mit dir unterwegs. Aber heute möchte ich ehrlich sein. Heute möchte ich ein demütiges Herz haben. Und darum komme ich zu dir. Bitte vergib mir und komm neu in die Mitte meines Lebens. Sie wissen, dass die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Vielleicht ein Akt der Demut. Aber die Zusage, die Verheißung von Gott ist wunderbar. Er gibt Gnade. Und das kann der Start sein zu einem neuen, veränderten Leben. Wenn Gott zu Ihnen geredet hat und Sie an einem Punkt angesprochen sind, bitte ich Sie, dass Sie diesem Ruf wirklich folgen. Ich möchte jetzt für Sie beten. Ich bitte, wenn es Ihnen möglich ist, dass Sie sich dazu erheben und dann auch, wenn möglich, während des Liedes bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du uns eine wunderbare, eine vollkommene Erlösung geschaffen hast.
Danke, dass uns alle Schuld und Sünde vergeben werden kann. Danke, dass wir in eine tiefe Gemeinschaft mit dir treten können. Danke, dass du uns vom Fluch befreien möchtest, unser Leben tiefgreifend segnen möchtest. Und ich danke dir, dass du uns aus der Macht Satans befreist. Und ich bin so froh, dass das nicht nur eine theologische Floskel ist, sondern dass das Realität ist in unserem Leben. Und jetzt bitte ich dich einfach noch einmal für jeden, der hier in diesem Raum ist, ich bitte dich, dass du ihn noch einmal ansprichst, dass du noch einmal vor ihn trittst, ihm zeigst, was dran ist. Rede zu seinem Herzen. Möchte ich bitten für die, die sich noch nicht bekehrt haben, aber auch solche, die gemerkt haben, dass du nicht in der Mitte ihres Lebens bist. Gib ihnen Mut, jetzt diesen Schritt zu dir zu tun. Danke, dass du dein Wort bestätigst. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen.